begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Livestream. Heute haben wir einen Livestream zum Thema «Wo bist du gestern gsi?» Wir üben ein bisschen «gsi» üben, weil auf Schweizerdeutsch haben wir ja kein Präteritum. Wir haben immer nur perfekt. Also wir können nicht sagen «ich war», wie auf Hochdeutsch, sondern wir müssen immer sagen «ich bin gsi». Also heute, wenn wir das ein bisschen miteinander üben, mit mir chatten, mit mir reden, das ist immer viel interessanter. Die Frage ist, wo bist du gestern gsi? Das ist vielleicht gar nicht so eine einfache Antwort. Viele von euch sind vielleicht im Büro gsi, aber gestern war ja in vielen Kantonen ein Viertag und vielleicht hast du etwas anderes gemacht. Vielleicht bist du bei deiner Familie oder vielleicht bist du auf einem Ausflug. Wer weiß, was du hast gemacht. Ich war gestern bei meiner Schwiegermutter. Sie hat sehr Freude gehabt, weil wir sind wieder einmal mit den Kindern zu ihr gekommen. Und das ist jetzt nicht mehr so selbstverständlich, dass die Kinder mitkommen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir zu ihr gehen. Also wir sind bei den Schwiegereltern, bei der Schwiegermutter und beim Schwiegervater. Und sie haben sehr Freude gehabt, dass unsere Kinder auch dabei sind. Ja. Und dann sonst sind wir können auch über andere Zeiten reden, nicht nur über gestern. Ich sehe, da sind schon ein paar Leute. Vielleicht könnt ihr auch schreiben, wo ihr sind gestern. Sind ihr im Büro gsi? Sind ihr arbeiten? Oder habt ihr frei gehabt und etwas anderes gemacht? Vielleicht sind ihr im Garten gsi. Bei uns war gestern wunderschönes Wetter und heute auch eigentlich ist wunderschönes Wetter und gerade ideales Wetter, um im Garten ein bisschen aufräumen und alte Sachen schneiden und wegtun, auch Blätter zusammenrechen und so. Also ich war die 2 Tage jetzt nicht im Garten aber vielleicht habe ich am Samstag Zeit, um in den Garten zu gehen. Und dir, wo sind ihr gsi? Wo sind ihr das letzte Wochenende gsi? Oder wo sind ihr kürzlich gsi? Ich muss euch sagen, ich bin letzte an einem super Konzert gsi. Das haben junge Leute, Tänzer und Sänger. Ich glaube, einige von ihnen sind gerade beides aufs Mal gsi. Arabesa, du hast gestern frei gehabt und du bist in Zürich gsi. Genau, es gibt viele Leute, wenn sie in katholischen Kantonen wohnen, wo eben eine Viertig haben, wo alles zu ist, dann gehen sie zum Beispiel auf Zürich oder auf Bern oder in einen protestantischen Kanton, wo sie einkaufen können. Bist du lädeln auf Zürich? Samer, du hast im Moment gerade frei und ab Samstag musst du wieder arbeiten. Also gerade aufs Wochenende hin musst du wieder arbeiten. Also, wo bist du? Was hast du gemacht in deiner Freizeit? Hallo, ich kann deinen Namen nicht lesen, das ist irgendeine arabische Schrift oder so. ähm, Vielleicht kannst du mir noch schreiben, wie du heisst. Danke, mir geht's gut. Wo bist du gestern oder wo bist du heute gsi? Ich bin zum Beispiel heute Velofahren. Meine Mann und ich haben gedacht, ja, es ist so schönes Wetter. Wir haben jetzt keine Lust, drinnen am Pult zu sitzen, im Büro zu sein und zu arbeiten. Wir müssen die Sonne nutzen, wir müssen das schöne Wetter nutzen und ein bisschen Velo fahren. Also wir sind Velo fahren. Wir haben eine Velotour gemacht von 37 Kilometern und dabei sind wir noch einen Freund besuchen.
Ah, Arabesa, du bist nicht gsi lädeln, einfach käfeln. Käfeln ist auch gut. Das ist gemütlicher. Ein bisschen käfeln. Ah, du bist Mortazza. Mortazza. Wo bist du gestern gsi? Ah, Jean de Red, du bist gestern auf dem Friedhof gsi. Ich bin gestern auch kurz auf dem Friedhof gsi und ich habe Kerzen gekauft für aufs Grab vom Großvater von meinem Mann. Ja. Äh, zum Glück leben unsere Eltern noch, also wir können zu unseren Großeltern aufs Grab gehen. Ah, heute bist du am Arbeiten gsi. Okay, ich habe gemeint, du hast frei gehabt, Arabesa. Ähm, Summer, das ist eine gute Idee. Du hast heute oder gestern die Reifen gewechselt. Also du hast von Sommerpneu auf Winterpneu umgestellt. Ähm, und du kannst das vielleicht selber machen. Wir gehen immer in die Garage mit dem, dass wir das nicht selber machen müssen. Aber du hast recht, es ist Zeit, es kommt Zeit, wo man muss vorbereitet sein auf den ersten Schnee. Und dann ist gut, wenn man parat ist und du bist also schon ganz vorausschauend und bist vorbereitet auf den Winter. Freust du dich auf den Schnee? Du freust dich vielleicht auf den Schnee. Mortazza, du bist in der Schule gsi. Ja, cool. Also du bist noch jung, sehr wahrscheinlich. Du bist in der Schule gsi, du hast nicht frei gehabt und du hast müssen arbeiten. Ja, ich hoffe, du gehst gerne in die Schule und hast gute Lehrer. Arabella, du hast nur gestern frei gehabt. Du kannst glücklich sein, dass du gestern frei gehabt hast, weil es gibt viele Leute, die gestern nicht frei hatten und mussten arbeiten. Also, das ist eine gute Sache, wenn man wenigstens einen Tag von der Woche frei hat. Ich habe heute auch nicht, ich habe heute ein bisschen frei gemacht, aber ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten. Aber offiziell habe ich auch nicht frei gehabt, aber meine Kinder haben ein bisschen länger frei. Sie haben gestern, heute und morgen haben sie frei. Ja, also, oder wir können auch fragen, wo du bist, wo bist gsi im September? Wo bist du im September gsi? Morteza, du bist in der Berufsschule. Genau. Die Berufsschule, das ist auch eine Schule und dort hat man auch Lehrer. Machst du Berufsschule, das heisst, du gehst einmal in der Woche in die Berufsschule oder hast du mehr Schule? Manchmal gehst du auch, wenn du eine Lehre machst, dann nachher gehst du sonst äh, zu deiner Firma, dort arbeiten, dort wo du die Lehrstelle hast und dann gehst du einmal in der Woche in die Berufsschule. Ist das so, wie ich denke? Ja, meine Kinder sind nur Montag und Dienstag in der Schule gewesen, und jetzt haben sie ein bisschen frei. Also sie freuen sich darauf, sie freuen sich, dass sie ein bisschen, sich erholen können. Und wo sind ihr in der Ferien gewesen? Wo sind ihr in der Ferien gewesen? Das ist vielleicht eine gute Idee, weil wir sind am Überlegen, wo wir könnten hingehen im nächsten Februar. Im nächsten Februar haben wir überlegt, wir könnten vielleicht an einen Ort gehen, wo es etwas wärmer ist. Vielleicht habt ihr einen guten Vorschlag. Vielleicht könnt ihr uns etwas empfehlen. Etwas, wo ihr sind in den Ferien. Marteza, du wohnst in St. Gallen oder du gehst in St. Gallen in die Schule und du machst eben eine Lehre. Und dann gehst du in deinen Lehrbetrieb arbeiten und du hast einmal in der Woche Schule. Genau, das ist super. Das ist ganz praktisch und wenn du willst, kannst du später immer noch eine Berufsmatur machen oder so, aber es braucht viele Leute, die praktisch arbeiten können und ja,
gut sind dabei. In der Schule ist manchmal alles ein bisschen theoretisch. Ja, und dann, wo bist du mit 20 gsi? Ich weiß nicht, ob du schon 20 gsi bist, Morteza, aber ich denke, viele von uns sind schon 20 gsi, also in eurer Jugend. Wo sind ihr dann gsi und was habt ihr dann gemacht? Ich bin mit 20 ein Jahr auf England gegangen. Das war ganz schön gsi. Und dort habe ich mich verliebt, dort habe ich meinen Mann kennengelernt. Also dann war es ganz gut gewesen. Und ich hatte ein Jahr lang keine Schule gehabt. Ich habe ein Jahr lang gearbeitet als Freiwillige und viele alte Leute getroffen. Also ich habe mit alten Leuten zusammen gearbeitet und es war ganz interessant gewesen. Es war mal etwas anderes gewesen, als immer nur Lehrer und Schüler und Stundenplan und 45 Minuten Takt und so. Marteza, du bist 24, also du kannst uns auch sagen, wo du mit 20 gsi bist oder was du dann gemacht hast. Und genau, ich habe mit 20 ein Zwischenjahr gemacht. Ich habe ein Jahr Pause gemacht in der Schule und bin ein Jahr lang weg auf England, um mein Englisch lernen oder schleifen, üben, verbessern und mal etwas anderes zu sehen von der Welt. Arabella, du bist mit 20 noch in Italien und du hast dort gewohnt. Und seit einem Jahr bist du in der Schweiz. Erst seit einem Jahr bist du in der Schweiz. Ich hoffe, du hast dich gut eingelebt in der Schweiz und es gefällt dir. Als ich in England war, hatte ich das Gefühl, so nach einem Jahr, ja, jetzt bin ich langsam daheim in England. Jetzt fühle ich mich daheim. Aber nach einem Jahr musste ich wieder gehen und dann war ich ganz traurig. Und du bist in Griechenland, Morteza. Kommst du aus Griechenland? Bist du dann einfach auf Griechenland gegangen mit 20? Vielleicht bist du ja einfach in Griechenland in der Ferien mit 20. Wer weiß? Oder sind ihr vielleicht niemand gsi, so wie ich, ein Jahr oder ein bisschen länger in einem anderen Land an der Uni, zum Beispiel in einem Austauschprogramm oder einfach beruflich oder zum Reisen. Vielleicht sind ihr reisen, eine Weltreise machen oder so. Wer weiß? Wo sind ihr gsi? Sind ihr auch schon irgendjemand gsi? Ein bisschen länger, nicht nur als Tourist, nicht nur einfach kurz und an Touristenort, zum Beispiel Badeort oder so, sondern ein bisschen länger, wo ihr die Kultur kennengelernt oder so. Vielleicht habt ihr auch schon einmal Help Exchange oder so etwas gemacht. Vielleicht sind ihr auch einmal Freiwillige gsi, und haben in einer Gastfamilie gelebt oder einen Sprachkurs gemacht oder so. Dann könnt ihr auch davon erzählen, wo ihr seid und was ihr gemacht habt. Das ist ganz spannend. Wir sind schon sicher alle an vielen Orten gewesen. Ich bin zum... Jean, du schreibst, dass du an einem Vorstellungsgespräch bist. Aber mit 20 oder wenn? Oder heute oder gestern? Ich hoffe, das Vorstellungsgespräch ist ganz gut gegangen und du hast den Job bekommen, den du wolltest. Was war das für ein Job, wo du dich beworben hast? Ich mag mich erinnern,
als ich mich beworben habe als Lehrerin an verschiedenen Primarschulen. Dann nachher war es gar nicht so einfach, weil am Anfang habe ich immer Absagen bekommen. Und als ich dann endlich ja, an einem Bewerbungsgespräch war, wo ich das Gefühl hatte, ja, das ist gut, dann bin ich recht nervös gewesen. Aber es ist zum Glück dann gut gegangen. Aber manchmal war es ein bisschen schwierig gewesen, wenn man viele Bewerbungsgespräche hat und dann macht man sich Hoffnungen und dann ist nichts gewesen, ist nichts geworden daraus. Das ist ein bisschen schwierig. Also ich hoffe, bei diesem Vorstellungsgespräch hast du dich gut können präsentieren und dass du dazu gekommen bist, dass du deine Stelle bekommen hast. Ja, und dann, wo sind ihr noch gewesen? Vielleicht könnte man noch fragen, im Winter, die Schweiz hat viele Berge. Vielleicht könnt ihr gerne wandern. Wo sind ihr schon gewesen? Welche Gipfel habt ihr schon erstürmt? Wo sind ihr schon oben gewesen, oder wo sind ihr schon gewesen, wandern? Ich muss sagen, ich bin schon lange nicht mehr einfach zuoberst auf einem Gipfel gewesen. Aber etwas, das ich sehr schön in Erinnerung habe, ist einmal den Sonnenaufgang schauen. Wir sind, das ist schon ein paar Jahre her, sind wir am Morgen früh aufgestanden und dann noch bei Vollmond auf den Berg hochgelaufen. Und dann sind wir beim Sonnenaufgang oben gewesen, und das war auf der Kaiseregg. Der Kaiseregg ist ein Berg beim Schwarzsee in Freiburg. Ah, genau, Jean, du schreibst, du bist an deinem 20. Geburtstag an einem Vorstellungsgespräch gewesen. Und das ist das Vorstellungsgespräch, das ist dir noch sehr geblieben, dass du dich daran erinnerst, dass du mit 20 an einem Vorstellungsgespräch gewesen bist. Ja, mit 20 kommt vielleicht auch langsam die Zeit, eben, wo man Stelle anfängt, wo man anfängt Geld zu verdienen, wo man daheim auszieht und vielleicht selber eine Wohnung nimmt oder wo man weggeht in eine andere Stadt oder so, geht studieren. Mit 20 und die 20er Jahre sind sehr bewegte Zeiten meistens im Leben. Ja, also ich habe euch erzählt vom Sonnenaufgang. Wir sind den Sonnenaufgang schauen. Meine zwei älteren Kinder, meine zwei älteren Söhne sind auch mitgekommen. Und meine Eltern und ich glaube meine Mann. Ja, meine Mann war auch da. Und wir sind zuerst ein Stück weit hochgefahren mit dem Auto, dass wir nicht zu weit laufen mussten. Und nachher sind wir hochgelaufen und es war sehr ein schönes Erlebnis. Am Morgen früh den Sonnenaufgang schauen. Man braucht am besten Vollmond und schönes Wetter und dann lohnt es sich sicher, am Morgen früh aufzustehen. Bist du auch schon einmal gsi, den Sonnenaufgang schauen? Bist du auch schon einmal während dem Sonnenaufgang zuoberst oben auf einem Berg gsi und hast das schöne Bergpanorama geniessen und können beobachten, wie die Sonne langsam alles erhält, alles hell macht und anscheint. Das ist ein wunderbares Erlebnis gsi. Ich habe das schon mehrmals gemacht, aber es wäre schön, das ein bisschen mehr zu machen, sagen wir so. Ich muss das noch ein bisschen mehr einplanen. Es muss alles stimmen. Du musst Zeit haben, es muss helle Nacht sein, eben Vollmondnacht, schönes Wetter und dann ist alles perfekt. Ja, und vielleicht bist du auch schon einmal an einer Ausstellung gsi, wo dir sehr gefallen hat. Ausstellung, Vernissage oder in Kunstausstellung oder andere Ausstellung.
Ich weiß nicht, wo ihr schon gsi sind, was ihr schon gemacht habt, aber zum Beispiel jetzt ist, eine Ausstellung, die mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist, die sehr kreativ war, das ist das kleine Freudenhaus. Also das ist sehr, in Thun. In Thun hat es einmal ein kleines Freudenhaus gegeben und das war ein Haus, wo man seine Sinne hat können testen. Also in jedem Raum hat man einen anderen Sinn getestet. In einem Raum war es zum Schauen, in einem Raum war es zum Schmecken, in einem anderen Raum war es ganz dunkel und man musste tasten. Und im nächsten Raum ist es ums Hören gegangen, Zuhören. Und diese Ausstellung hat mir sehr gut gefallen. Die war wirklich super. Ich glaube, die ist jetzt nicht mehr dort. Das ist nur eine gewisse Zeit lang dort gewesen. Aber das ist mir super gut in Erinnerung geblieben. Und es ist sehr, hat so kreativ gemacht. Und nachher hat man so kreative Ideen gehabt. Genau. Und das war es von mir. Es hat mich gefreut, dass ihr da sind. Es hat mich gefreut, dass ihr mitgeschrieben habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir können vielleicht ein anderes Mal wieder zusammen da chatten und zusammen reden. Wenn ihr die Lektion schauen mit dem «Gsi», also mit dem Titel «Wo bist du gestern gsi?», dann könnt ihr da klicken. Und sonst findet ihr mich auch auf swissgermanonline.com und wir haben jeden Montagabend regelmässig Schweizerdeutsch-Kurs. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf meine Homepage gehen und dort das anschauen und gratis einen Monat lang testen. Also, es hat mich gefreut, dass ihr da gewesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.